Kann ja nicht funktionieren, wenn ich das scheiß Mikrofon abschalte, ich Idiot. Kann ja nicht funktionieren, wenn ich das scheiß Mikrofon abschalte, ich Idiot. So, jetzt. Kann ja nicht funktionieren, wenn ich das scheiß Mikrofon abschalte, ich Idiot. So, jetzt. Jetzt sind wir da, jetzt sind wir an, jetzt sind wir gut, jetzt ist alles super, prima, tipptopp und so, hä? Jetzt sind wir da, jetzt sind wir an, jetzt sind wir gut, jetzt ist alles super, prima, tipptopp und so, hä? Herrlich. So. Hallo, herzlich willkommen. Ich probiere mich heute mal Space Base Startopia. Hat ihr im Hintergrund den gesehen? Hopp. Mal schauen, wie das wird. Ich bin nicht so gut in Strategie und lustige Wirtschaftssimulationsspiel, aber ich habe das Gefühl, es ist jetzt einen guten Start. So. Wieder anzufangen mit einem neuen Thema, wo ihr in der Information gesehen die Welt ist ziemlich am Arsch. Die Menschheit hat es geschafft, die Erde zu vernichten. Wir müssen flüchten und ich bin jetzt mit meiner Weltraumkolonie ein bisschen unterwegs. Ein bisschen all die versprengten Leute wieder einzusammeln und ein bisschen zu unterhalten. Und ja, wer Bock hat, kann da bleiben. Und ich gerne einziehen in meiner Kolonie. Und herzlich willkommen auf jeden Fall. Jeder Einzel. So, ich glaube, ich fange einfach einmal an. Ich spiele jetzt einfach einmal drauf los. Ich habe irgendwie keine Ahnung, was ich da jetzt mache und keine Tutorials gespielt oder so irgendetwas. Ich steige jetzt einfach einmal ein und lege los und mal schauen, was da erwartet bei dem Spiel. Keine Ahnung. Es scheint war recht lustig, humorvoll. Recht interessant, scheint's. 5 minutes later. Ach, weißt du was? Ich glaube, ich mache gleich zuerst das Tutorial, hä? So, weil jetzt habe ich wirklich so keine Ahnung, was ich zu habe. Mal einführen. Einführung bauen, hä? Spielen, so. Willkommen im Einführungslehrgang. 5 minutes earlier. Ja, geil. Noch nicht einmal angefangen zu spielen und schon der erste Fehler. Ich dachte, das ist geil. Moll! Super gemacht, ihr Spielproduzenten. Ich bin stolz auf euch. Nein, geil. Fuck. Glaubst du nicht? Also, starten wir nochmal neu. Gehen wir noch von vorne hier. Super. Oh Mann. Das ist auch etwas Komisches. Da habe ich keinen Ton. Ich habe zwar das Video. Was eigentlich ganz cool wäre, ist eigentlich der Trailer. Ja. Wo man auch mal auf YouTube oder so anschauen kann. Anderen Plattformen. Aber Ton habe ich keinen. Komisch. Was eigentlich ganz ein lustiges Video wäre. Könnt ihr euch gerne mal geben. Bei anderen Videoplattformen. Viel Spaß, klingt mich schnell Alles aus. begann mit einem Missverständnis. Als die Flotte der Telgorianer das erste Mal auf eine Vertreterin der Neophytischen Allianz trafen, schickten sie als Standardgruß ein Bouquet der schönsten einheimischen Blumen. Das Problem an der Sache, die äußerst naturverbundenen Dryaden fassten einen Strauß toter Blumen als Kriegserklärung auf. Dieses Zusammentreffen markierte den Beginn des ersten großen Interspezies-Konflikts des Almabarit-Quadranten. Er zog sich über etwa 400 Jahre. Da die meisten Völker in dieser Zeit noch keinen Zugriff auf FTL-Technologie hatten und ihre Waffentechnologie gemeinhin eher als primitiv angesehen werden kann, begrenzte sich die kriegerische Auseinandersetzung oftmals auf Drohungen, verbale Entgleisungen und verbotenes Müllabwerfen. Mit der Produktion des vom RFS-Konsortium entwickelten Universalübersetzers konnte der Konflikt beigelegt und Friedensgespräche eingeleitet werden. Auch weitere Konfliktpotenziale, wie etwa das große Delfin-Barbecue der Olka. Die gigantischen Weltraumlautsprecher der Celebrama und andere Nichtigkeiten sind dadurch schon zu Beginn im Keim erstickt worden. Soweit zur Geschichte Recruit.
kehren wir zurück zu ihrer eigentlichen Aufgabe hier im Tire-Testlabor des RFS-Konsortiums. Dieses Labor ist nicht nur dafür gedacht, eine hochentwickelte künstliche Intelligenz namens Val zu beherbergen. Das bin ich, sollten Sie es in den letzten Minuten bereits wieder vergessen haben, wie mein Hirnscan vermuten lässt, sondern zeichnet sich auch für das Startopia-Projekt zuständig. Das Ziel von Startopia ist es, für alle Alien-Spezies gemeinsam nutzbare, vielseitig einsetzbare Weltraumbasen als Orte der Begegnung und des Austauschs zu erschaffen. Und natürlich eine riesige Menge an Energie zu verdienen, um die übertriebenen Gehälter des RFS-Vorstands zu erwirtschaften. Rekrut, Sie wurden ausgewählt, um im Startopia-Basis-Simulator, kurz SBS, die nötigen Kenntnisse zu erwerben, um eine solche Startopia-Basis zu leiten. Zuvor müssen Sie jedoch das Motivationstraining von RFS für Führungskräfte durchlaufen. Sie schaffen das. Sie sind der geborene Anführer. Wir glauben an Sie. Fanfaren, Gratulation. Sie haben den Lehrgang zum Commander abgeschlossen und sind nunmehr berechtigt, sich am Willkommen in Ihrem ersten So schnell Testszenario, geht's. Command R. Ich bin sehr herauszufinden, was das Problem ist. Ja, Basis mit einem bestimmten Hashtag häufen. Gut, das war unter... Commander, bislang haben wir uns auf das Subdeck beschränkt. Tatsächlich über? bestehen viele der Startopia-Basen aus mehreren Decks. Das Fun-Deck ist der Vergnügungsort für Ihre Aliens und dort sitzt Ihnen die Energie besonders locker. Vorsichtshalber habe ich auch hier bereits einige Räume für die Grundbedürfnisse vorplatziert, mal damit schauen. Ihre Besucher nicht immer wieder über den Lift zurück in die Koje auf das Subdeck laufen müssen. Cool. Neben diesen Grundbedürfnissen sehnen sich Aliens aber später auch nach Unterhaltung. Um weitere Räume zu errichten, müssen wir jedoch zunächst das Fun-Deck erweitern. Öffnen Sie einen Shot auf dem Fun-Deck, um den Sektor dahinter einzunehmen. Okay. 50.000. Mach ich damit X nicht, hä? Ah. Quadrat. Okay. Den machen wir Sehr auf. gut, Commander. Hinter der Schleuse ist eine Disco bereits So. fertig errichtet worden. Super. Diese sorgt für Unterhaltung bei Ihren Besuchern. Allerdings wird sie noch nicht mit Strom versorgt und ist deshalb nicht funktionstüchtig. Abseits des initialen Fundeck-Sektors müssen die energiehungrigen Räume des Fundecks mittels Energieverteilern an das Stromnetz angeschlossen werden. Okay. Außerdem Gut. arbeiten Celebrama in der Disco und unterhalten die Tanzenden mit feinster Musik. Ah, das sind jetzt andere, die da arbeiten. Du bei der Kommunikation sind es Bug-Dingsbums, hä? Und da wird es ein Musiker. Andere halt. Jetzt ein Stromverteiler. Energieverteiler. Ich denke, dass... Ich gehe jetzt mal davon aus, dass es okay ist, wenn es einfach tangiert dort, oder? So. Mal schauen. Und noch ein Leute einstellen. Celebramo. Wie Tür bist du? Hat sie Hulgri. Also der hat irgendwie grün mit Herzli in den Augen. Der ist nicht so motiviert. Zusammen. So ein Schläfchen in der Koje tut gut. Schokorügel in der Koje gegessen, jetzt bin ich glücklich, satt. Status 77, 73, bla bla. Shit. Super. Kann ich einfach wieder ganz raus. Ausgezeichnet, Commander. Sie haben die Disco mittels eines Energieverteilers aktiviert. Sie müssen Der nun ist nicht so lediglich zufrieden. noch Celebrama anheuern. Der kostet mich 115. Aber der ist nicht so zufrieden. Warum? Hat er das Problem? Ah, der ist jetzt da unten. Okay, der ist jetzt gerade geschlafen und dann wird er wieder zufrieden. Müll, überall Müll. Ja, ja. Hopp. Was? Nein! Nein, ich will nicht rauswerfen. Hallo? Okay, das ist das. Ich kann rausschmeißen. Okay, geil. Also wenn er mal zu blöd kommt, Auswurf, eben ein leckeres ist. Jetzt ist er wieder zufrieden. Ach, schön. Gut. Der wird die anheuern. Sehr gut, Das geht, Commander. wenn schon aus Versehen Disco rausgeschmissen hat, dann funktionstüchtig. kommt er wenigstens einen Job Beachten über. Sie bitte, dass So. jeder Energieverteiler wortwörtlich Energie verteilt und somit konstant an Ihren Energiereserven zehrt. Gut. Exzellent, Commander. Sie haben nun gelernt, die Bedürfnisse Ihrer Besucher zu analysieren und das Fundeck zu benutzen.
Bearbeiten. Nein. Ach, spinnt? Nein, das wird ja alles nicht. Ich würde jetzt das Zeug irgendwie beamen. Erreicht, sagen wir schnell, Pflanzen, Biodeck, Materiespeicher, schnell leeren. Da. Markieren Sie ein Objekt mit Materiespeicher und drücken Sie X, um das Objekt in der Position Ihres virtuellen Markers abzuwerfen. Halten Sie X für mehrere. Okay. Ah, so, okay. Ah, und jetzt kann ich sie Ding. Ah, okay, jetzt check ich. Jetzt kann ich sie. Kann ich es dann so. Kann ich es im Frachtraum beamen. Okay, alles klar, ich sehe. 5 minutes later. Selektieren Sie das Aha. entsprechende Objekt im Materiespeicher und Ach so, versuchen Sie, es jetzt. an eine Stelle auf der Station zu beamen. Jetzt check ich es. Jetzt müssen wir noch hier beamen eigentlich, hä? Achso, jetzt. Los, Wie Okay. Sie diese einfache Aufgabe Gut. gemeistert haben. Trades erhalten Sie auf unterschiedlichsten Wegen. Im Zuge Ja, dieses herrlich. Lehrgangs werden wir uns aber auf das Biodeck konzentrieren. Super Wechseln gemacht. Sie nun bitte auf Boah. das Biodeck. Biodeck, gut. Also, ich kann hier aufsammeln. Im Zeug. Duschen will ich sicher auch, Commander, nachdem die es. Konstruktion des Mech wurde erfolgreich durchgeführt. Oh. Beachten Sie bitte, dass Aktionen des Mechs, dessen eigene Energie verbrauchen, von RFS als Kommandopunkte deklariert. Die Kommandopunkte eines Mechs werden automatisch durch die in seiner zugehörigen Sicherheitszentrale arbeitenden Leviathane aufgefüllt. Sie können nun das BUT-Interface öffnen und dazu nutzen, um den Mech zu befehligen. Commander, hinter dem Schott steht ein gegnerischer Mech bereit. Aufgrund Nein! von Budgetkürzungen Nein! sind dessen Verteidigungsmechanismen für diesen Lehrgang deaktiviert. Ach, das ist aber lieb. Danke vielmals, super. So. Brilliant Commander, über Mhm. das BUT-Interface können Sie auch mehrere Einheiten selektieren und ihnen gleichzeitig einen Befehl erteilen. Scheiße. Commander, bei Mechs handelt es sich um besonders große Einheiten. Sie sollten dafür sorgen, dass zwischen Objekten auf Startopia ausreichend Abstand vorhanden ist, damit Ihre Kampfeinheiten hier auch navigieren können. Außerdem sollten Sie die Sicherheitszentrale auch verlassen können. Ah, das ist ja, dass ich da nicht das Ding verbaue, hä? Okay, das hat es da gemeint. Gut, alles klar. Da kann ich jetzt alle Einheiten auswählen. L1 und Ufe. So, dann bewegen, angreifen. So, der greifen wir an, hä? Gut. Um einen Mech über mehrere Decks zu transportieren, benötigen Sie einen Mech-Transporter. Bitte veranlassen Sie dessen Konstruktion. Okay, toll. Und da wieder aussteigen. Und dann dem da und dann da. L1 Kreis. Da ist da. Mech-Transporter. Erlaubt den Roboter das Deck zu wechseln. Benötigt Wand. Commander, beachten Sie, dass ein Mech-Transporter nicht nur auf dem aktuellen Deck gebaut wird, sondern auch auf allen anderen Decks an der gleichen Stelle. Ach so. Damit werden diese Decks miteinander verbunden. Allerdings ist dies logischerweise nur möglich, wenn auf den anderen Decks an dieser Stelle auch entsprechend Platz ist. Wieso? Da wird auf den Platz freigeräumt, wenn oben da kein Platz ist. Fertig, Schluss. Bumm, weg. Ciao. So. So, da ist gut. So, Fuzzi, Fuzzi, komm bauen, Fuzzi, bauen, los, los. I want to see you, Bau. Let me see you, Bau. Ja, das zweite. Das zweite Höhe kommen wir an. Hey. Ei, ei, ei. Unvorstellbar sowas. So, also, Mech-Transporter. Die kann ich bewegen, indem ich dich anwähle. Nein, indem ich... Ausgezeichnet, da. So, Commander. Sie genau. haben den Mech-Transporter erfolgreich platziert.
Beachten Sie bitte, dass er im Fundeck nicht vorhanden ist, da Ihnen der entsprechende Sektor noch gar nicht gehört. Öffnen Sie das Schott auf dem Fundeck, um den Sektor einzunehmen. Okay, gut. Jetzt müssen wir zuerst mal raus wieder. So, gut. 15.000. Diese kann nicht geöffnet werden. Ah, so, okay. Drum, ja klar, weil logisch. Commander, in dem neu erschlossenen Ich sehe. Sektor waren ein paar Gegner eingesperrt. Diese machen sich nun auf den Weg, ihren Energiekern zu vernichten. Mhm. Schaffen Sie Ihren Mech auf das Fundeck, um die Gegner aufzuhalten. So, wir rennen jetzt so und dann kann ich mit L1 rauf, dann bewegen, angreifen und dann senden kann ich aufs Fundeck. Gut, geh schon mal aufs Fundeck. Gehst du jetzt? Ah, ist unterwegs. Okay, alles klar. Super, super. So. Und tschüss. Ihre Einheiten kämpfen gerade, Commander. Ja, und zwar gegen das da. So. Ein Armeekampfding. Ah. Mal rufen, hä? Okay. Ihr packt das schon, oder? Gut. Da. Rief das an. Alle Drohnen. Alle Drohnen. Ergriff das da. Alle Mechs. Haben noch eine. Du machst den noch gültig platt. Jetzt gehst Sehr gut, der los. Commander. So, gut. Sie haben die Hälfte der Gegner bereits eliminiert. Ich hoffe, das kämpfen nicht so viel vor und nachher im Spiel, ehrlich gesagt. Ist nicht so geil. Was soll aufheben? Mehrere Einheiten aus den anderen. Commander, Sie haben erfolgreich alle Gegner ausgeschaltet. Akzeptable Arbeit. Sie haben nun gelernt, militärische Einheiten zu kommandieren. Laut RFS-Statuten sind Sie damit ausgezeichnet für alle Eventualitäten gerüstet und könnten auch an vorderster Front im Kriegsfall dienen. Gratulation. Super Sache! Jawohl! So, Beginnen Sie Aber noch mit wieder der Ausführung. wir sammeln ein bisschen Müll. Also machen eigentlich genau da, wo wir daheim nie machen. Machen wir jetzt einfach im Spiel. Gell? Im Spiel ist es einfach immer interessanter als daheim. Das ist irgendwie ganz komisch. Macht ihr im Spiel ganz komische Sachen, die man im privaten Leben nie machen. Oder? Ja. Entleeren. Wie mache ich jetzt das? Dem ist da draufklick. Geht nicht drauf. Aha, der latscht jetzt nicht rüber. Gut, der geht jetzt zu der Recyclinganlage. Schau an, wie herzig. Der läuft jetzt da rein. Und kratzt sich eins da runter. Okay, alles gut. Oh, arme Müllroboter. Wenn er wieder gesund und leer ist, dann wird das Ding grün oder leuchtet nicht mehr rot, besser gesagt. Jetzt können wir noch bauen. Was haben wir denn da jetzt noch auf dem Ding? Telgor, Bukatorianer, auch Bugs genannt. Ich glaube, ich baue noch. Ja, Koje, hä? Dass die Leute besuchen. Was ist denn da jetzt wieder? Blasenschwache Bukatorianer, alle 60 Sekunden eine 5% Chance Müll zu erzeugen. Hygienebedürfnis wird durch diese Müllerzeugung befriedigt. Was läuft die Telgor? Eine interessante Wahl, Commander. Ich rate Ihnen, Telgor-Besucher im Auge zu behalten. Ich müsste ein Und bisschen im mehr. Zweifelsfall sollten Sie schon einmal einen Wischmopp bereitstellen. Werdet ihr geschrubbt? So geil! Die werden geschrubbt. Verreck. Schau gerne. Hihi. Commander, angeblich haben Müllfanatiker Bomben auf ihrer Station platziert. Schon wieder. Interessant, nicht wahr? Ah, da.
So. Laut aktueller Umfragen finden die Besucher Startopia insgesamt ganz akzeptabel. Ja, jetzt kann ich weg. Lass mich machen. Exzellente Arbeit, Commander. Sie haben die erforderliche Energiemenge erreicht. Zwar mit der Koje und nicht mit der Recycling Station, aber immerhin etwas. Commander, das Recycling So. der Müllbomben ist eine hervorragende Idee. Nur 99,3% aller weiteren Kandidaten haben diese Lösung entdeckt. Ich Ja, schlage danke vor, vielmals. Sie versuchen eine größere Menge dieser Müllbomben zu recyceln, um das Testszenario spannender zu gestalten. Ei, los. Lass die Bombe weg. Ich will mit diesen Bomben nichts zu tun haben. Echt nicht. So, dann hast du langsam voll da, wie es aussieht wieder. Da, 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 da. Nein, noch nicht. Ja, ja, Schmuggelware. Umstände meine ich Sie, Schmuggelware. falls Ihnen dieser Seitenhieb wie alle Seitenhiebe zuvor entgangen sein sollte. Ja, ich habe keinen einzigen von denen kapiert, wo du mir ständig um die Ohren haust. Hast recht. Blödes kohlenstoffbasiertes Wesen, das ich bei checke nicht, wenn er mir ständig will sagen. Hast du da zu melden? Nicht genügend Arbeiter für wer? In Magasin Telgor für Raumrecyclingstation. Gut, dann stellen wir noch ein paar Telgor noch ein. Aber. Da hustet's. Wieso hustet's? Das ist nicht gut. Husten ist nicht gut. Hallo? Krankenstation, Kernsanierung. Wasser oder Recherchieren. Diagnoseeinheit, eine Chance von plus 10% eine Krankheit sofort zu diagnostizieren. Diagnosen dauern dreimal so lange. Den bauen wir so. Nein, nicht. Mal den bewegen. Die Ladestation bewegen. Bearbeiten. Commander, Sie haben eine Koje errichtet. Eine gute Idee, schließlich ist dies der Grundstein für eine vernünftige Operationsbasis. So, jetzt haben wir da der Lagerraum da jeder. Weiß immer noch nicht, wie weit das Kommunikationszentrale gebraucht wird, aber wird schon passen. Gut. Vielleicht noch Black Hole Drop, Energie durch Black Hole Drop erwirtschaften. Besucher, die in der Disco getanzt haben, 80. Commander, Ihre Kommunikationszentrale macht einen guten Eindruck. Wenn Sie scheitern, können wir dies damit noch schneller in die Weiten des Alls hinaustragen. Ja, ist gut. Heck, bist du optimistisch, du Arsch. Ja. Wenn die aktuell bei den Aliens angezeigt, ja, ist gut, ich habe es verstanden. Ihr braucht wieder ein Ding, eine Atmosphäre. Tada. So. Einverstanden. Oder auch nicht. Braucht ihr noch gar nicht. Sind das nicht so blöd? Rick? Nein. Müllroboter? Ja. 3. So. Commander, schön, dass Sie auch daran denken, essentielle Müllbotter zu errichten. Ist gern Ich geschehen. habe schon klügere Kohlenstofflebewesen als Sie gesehen, die an so etwas gescheitert sind. Ach, Wobei ich zugeben muss, dass mein IQ-Berechnungsprozessor in so niedrigstelligen Bereichen wie bei nicht-elektronischen Lebensformen Probleme hat, die feinen Unterschiede wahrzunehmen. okay, also bei 130, komm. Da wirst du jetzt wohl noch registrieren, also. Pack das HEG Müllterminator. Wird gekauft. Commander, schön, dass Sie einen Recycler errichtet haben. Wenn Sie in diesem Testszenario scheitern, könnten Sie sich alsbald dort wiederfinden. Das ist wahrscheinlich so. Zack, zack, so, bauen wir 2 einstellen da. Ist gut. Brauche ich eine Krankenstation? Was meinst du? Brauchen wir ein Krankenstation? Das ist jetzt mal da rein. Dann kann man den gegebenenfalls
einsetzen. So, da bestellen wir ein paar Dinge, ein paar von diesen Dryaden. Zwar 3 Dryaden. So. Siehst du, der liebt mich jetzt. Und der ist irgendwie ein bisschen angeschlagen. Der will Spaß, der will Spiel, der will Glücksspiel haben. Dann gehen wir doch mal. Da ist jetzt Spaßdeck. Da ist jetzt das Spaßdeck. So, da können wir jetzt eine Disco bauen zum Beispiel. Wissen, dass sich in dieser Galaxie Antispaß-Demonstranten herumtreiben, die versuchen, unser Schaffen zu sabotieren. Es sieht so aus, als wurde auf dem Fundeck Sprengstoff platziert. Sie sollten sich das vielleicht mal anschauen. Ja, dann nicht einmal etwas bauen, Mann. Dann nicht einmal angefangen. Ich will ja gar keinen Spaß machen da. Wartet doch zuerst einmal ab, ihr blöden Terroristen. Im realen Leben einfach mal reinheben, ohne abzuwarten, was passiert, oder? Ah, Mann. Starcats Coffee. So. Starcats. Jetzt ist die Frage, Arcade. Ich muss einen Arcade bauen. Arcade ist immer gut. Arcade ist unsere Welt. Commander, Arcade ist mehr als unser die Leben. Hälfte der Besucher mag Startopia. Das ist doch immerhin ein Anfang. Nichts anderes ist zu erwarten, wenn das ein geiler Spaßbereich ist. So. Ich meine, wer kann Messitopia nicht gern haben? Es ist schlicht nicht möglich. Messitopia ist der place to be. Wird's noch lang sein? So. Oh, da wo ist der Depot? Ist nicht schön. Bestätigen. So, weißt du, jetzt du wieder zu melden da unten? Commander, die Diskus auf dem Fundeck haben noch lange nicht ihr volles Potenzial entfaltet. Damit sie zu wahren Entertainment-Oasen werden können, sollten sie ein klein wenig aufwerten. Ich habe folgende Vorschläge für Sie. Commander, es scheint so, als Bonusenergie. habe etwas Energiediebe an Bord gelockt. Der Diese Besucher perfiden ignoriert das nächste Gestalten negative errichten Rating. illegale Energiesauger, die einen Teil der in der Umgebung verdienten Energie absaugen. Ignoriert Dies das erschwert nächste Ihnen negative logischerweise die Rating. Erfüllung des Missionsziels, Commander. Natürlich liegt das absolut nahe, aber ich dachte, in Ihrem Fall sollte ich es noch einmal explizit hervorheben. Ja, das ist super. Danke vielmals, dass du mir darauf Es hinweisst. wurden Bomben auf Startopia abgeworfen. Sehen Sie schnell nach, ob eine auf dem Fundeck gelandet ist. Es sind 2 da gelandet. 2! Zack. Brauchst du noch Atmosphärefilter? Nein. Und Black Hole Drop. Oh. Oha. Das ist ja schick. Das ist ja geil. Freefall Dings, ne? So. Ich will Müllroboter aufbauen da. Hm? Mehr Leute, die Spaß sind, heisst mehr Leute, die Müll produzieren. Lampe, runde Sitzbank. Commander, es haben sich bereits mehr als 10 Aliens in Ihrer Disco aufgehalten. Schön. Ich bin fast überrascht, dass Sie dieses triviale Ziel erreicht haben. Ich bin gut. So, jetzt tun wir es mit dem Bodenaquarium in Empfang nehmen. Gut.